Wir befinden uns in einer Serie Johannes der Täufer und wir haben heute den zweiten Teil. Und wir schauen in dieser Serie sein Leben ein bisschen ausführlicher an und versuchen uns zu überlegen, was können wir denn vom Johannes der Täufer auch lernen, was ist vielleicht heute noch aktuell, was wir in seinem Leben sehen. Der Simon hat uns im ersten Teil super aufgezeigt, dass der Johannes eine Art so eine Brückenfigur zwischen dem Alten Testament und dem Neuen Testament war. Nach dem Alten Testament war 400 Jahre Stille. Und dann hat das Neue Testament angefangen, indem der Johannes der Täufer auftreten ist. Und er hat sich selber, und das Alte Testament hat ihn so angekündigt, eine Stimme in der Wüste genannt. Und wenn ihr noch ein bisschen genauer euch damit beschäftigen wollt, dass der Johannes und auch der Prophet Elia da eine ganz spezielle Beziehung miteinander hatten, dann kann ich euch empfehlen, die Predigt von vor 2 Wochen, die Simon eben hatte, dann noch nachzuhören. Die findet ihr auf unserem YouTube-Kanal zum Beispiel. Heute schauen wir die Beziehung an zwischen Johannes und Jesus. Spannend ist, dass anscheinend alle 4 Evangelisten darin übereingestimmt sind, dass die Geschichte von Jesus in einem engen Zusammenhang mit dem Wirken von Johannes dem Täufer gestanden ist. Sie alle haben die Geschichte von Johannes ins Evangelium hineingenommen, ganz am Anfang drin hineingenommen und haben auf unterschiedliche Art und Weise das miteinander verknüpft. Beim Lukas sehen wir sehr ausführlich, wie er darüber berichtet, wie es sowohl zu der Geburt von Jesus als auch von Johannes gekommen ist. Und wenn man das ein bisschen genauer anschaut, dann sehen wir, dass er einige Parallelen schlägt und das beides so ganz ähnlich anordnet. Beide werden durch einen Engel angekündigt. Beides sind wundersame Schwangerschaften und beide haben von Anfang an eine ganz spezielle Berufung gehabt. Und wir steigen, so ein bisschen, wenn wir das Leben von Jesus und Johannes anschauen, bei der Geburt ein. Und schauen uns in einem Video an, wie das sich damals zugetragen hat. Zum Glück hat es jemand gefilmt, oder? Und wir schauen vor allem den Teil an, wo dann der Zacharias nach dieser Geburt in so einen Lobpreis ausgebrochen ist. Und vielleicht für die Geschichte nicht ganz kennen, der Zacharias ist, nachdem die Schwangerschaft angekündigt worden ist und er es nicht so ganz hat können glauben, ist er stumm geworden und ist bis eben zu dem Moment an stumm gsi und hat nicht mehr reden. Für Elisabeth kam die Stunde der Geburt und sie brachte einen Sohn zur Welt. Als Nachbarn und Verwandte hörten, dass Gott so barmherzig mit ihr gewesen war, freuten sie sich mit ihr. Am 8. Tag nach der Geburt kamen sie zur Beschneidung des Kindes zusammen. Sie wollten es Zacharias nennen, so wie sein Vater. Doch Elisabeth widersprach: Nein, er soll Johannes heißen. Aber keiner in deiner Verwandtschaft trägt diesen Namen, wandten die anderen ein. Sie fragten den Vater durch Handzeichen: Wie soll dein Sohn heißen? Zacharias ließ sich eine Tafel geben und schrieb darauf: Sein Name ist Johannes. Darüber wunderten sich alle. Im selben Augenblick konnte Zacharias wieder sprechen und er fing an, Gott zu loben. Ehrfürchtiges Staunen ergriff alle, die in dieser Gegend wohnten. Und im ganzen Bergland von Judäa sprachen die Leute über das, was geschehen war. Nachdenklich fragten sie sich: Was wird aus diesem Kind noch werden? Denn es war offensichtlich, dass Gott etwas Besonderes mit ihnen vorhatte. Zacharias, der Vater von Johannes, wurde mit dem Heiligen Geist erfüllt und verkündete, was Gott ihm eingegeben hatte. Gelobt sei der Herr, der Gott Israels. Er ist zu unserem Volk gekommen und hat es befreit. Er hat uns einen starken Retter geschickt, einen Nachkommen seines Dieners David. So hatte er es durch seine heiligen Propheten schon vor langer Zeit verkündet.
Er wird uns vor unseren Feinden retten und aus der Hand aller Menschen, die uns hassen. Damit erweist er sich unseren Vorfahren gegenüber barmherzig und zeigt, dass er seinen heiligen Bund nicht vergessen hat, den Eid, den er unserem Vater Abraham geschworen hat. Darin sagt er ihm zu, dass er uns, seine Nachkommen, aus der Hand unserer Feinde befreit. Dann können wir ohne Furcht in seiner Gegenwart leben und ihm unser Leben lang dienen, als Menschen, die ihm gehören und seinen Willen tun. Und dich, mein Sohn, wird man einen Propheten des Höchsten nennen. Du wirst vor dem Herrn hergehen und ihm den Weg bahnen. Seinem Volk wirst du zeigen, dass es durch die Vergebung seiner Sünden gerettet wird. Gott vergibt uns, weil seine Barmherzigkeit so groß ist. Aus der Höhe kommt das helle Morgenlicht zu uns, der verheißene Retter. Dieses Licht wird allen Menschen leuchten, die in Finsternis und Todesfurcht leben. Es wird uns auf den Weg des Friedens führen. Johannes wuchs heran und wurde zu einem verständigen und klugen Mann. Er zog sich in die Einsamkeit der Wüste zurück, bis zu dem Tag, an dem er öffentlich vor dem Volk Israel auftrat. Das ist noch Umstände von einer Geburt und was alles rundherum abläuft. Eine krasse Geschichte. Mich hat es trotzdem so ein bisschen daran erinnert, vielleicht kennt ihr so eine Situation. Sind ihr am Laufen, euch kommt jemand entgegen, die Person lacht, fängt euch an zu winken. Du bist so, ja, winkst zurück und so und plötzlich merkst du so, aha, das ist eigentlich die Person hinter dir gemeint, du bist gar nicht gemeint gewesen. Habt ihr auch schon erlebt, oder bin das nur ich, wo das so? Okay, gut. Mich hat der Lobpreis von Zacharias ein bisschen so fast gedunkt. Schauen wir uns mal schnell zusammen an. Am Anfang tönt es mega verheißungsvoll, oder? Da heißt es, aus dem Haus seines Dieners David hat er für uns einen starken Retter hervorgehen lassen, wie er es schon vor langer Zeit durch das Wort seiner heiligen Propheten angekündigt hatte. Einen, der uns aus der Gewalt unserer Feinde rettet und uns aus den Händen all derer befreit, die uns hassen. Da denkst du so, wow, das ist eine krasse Berufung, das ist eine krasse Prophetie über ein Leben, ein Retter, ein Befreier, vielleicht sogar der Messias. Und dann geht es weiter und dann heißt es, und du, Kind, wirst Prophet des Höchsten genannt werden, denn du wirst vor dem Herrn hergehen und ihm den Weg bereiten. Also so, aber übrigens im Fall nicht du, sondern du bist einfach der vorausgeht. Du bist der, wo dem, wo dann kommt, wirst den Weg bereiten. Das ist irgendwie noch eine spezielle Berufungsgeschichte, nicht? So berufen, der Zweite zu sein, die Nebenrolle zu sein, nicht die Hauptrolle. Johannes, seine Berufung war es, ein Wegbereiter für Jesus zu sein, aber er war nicht die grosse Figur, wo es schlussendlich darum gegangen ist. Und irgendwie kannst du sagen, aus unserer Sicht heute vielleicht schon fast ein bisschen bitter für den Johannes. Oder? Wir sind uns heute gewöhnt, dass es zuallererst mal um uns geht und dass jeder versucht und das Ziel hat und das Recht hat, um so gross wie möglich rauszukommen, erfolgreich zu sein. So Mottos wie «Träum groß», «Lebt deinen Traum» oder «YOLO, you only live once», «Bis wer du sein willst». Es sind heutzutage nicht einfach nur ein paar coole Sprüche, oder? Sondern sind manchmal schon fast Lebensphilosophien. Und auch wir Christen, wir tun es manchmal ein bisschen frommer verpacken, oder? Wir träumen dann einfach davon, dass Gott eine grosse Berufung für uns hat. Dass Gott grosse Pläne mit dir hat. Dass Gott Grosses durch dich bewirkt. Aber uns kommt sicher nie in den Sinn, davon zu träumen, dass unsere Berufung ist, einfach Zweite zu sein. Wegweisend zu sein. Aber genau das war es beim Johannes. Nicht er war der, wo es darum gegangen ist, sondern Jesus ist der, wo es darum gegangen ist. Und kleiner Spoiler-Alert, das war seine Berufung und unsere ist ehrlich gesagt eigentlich genau die gleiche. Auch unsere Berufung ist es, ein Wegweiser sein, jemand zu sein, der auf Jesus hinweist. Entgegen dem Trend von unserer Zeit ist unsere erste Berufung nicht die, dass wir unser eigenes Königreich bauen, dass wir nicht zuerst für uns schauen,
sondern dass wir auf den hinweisen, der wahre König ist, auf Jesus Christus. Und es stimmt, oder? Wir betonen es heute oft betonen, dass es im Glauben auch darum geht, dass Gott dich liebt. Dass Gott eine Beziehung mit dir möchte. Dass er dich versorgt, tröstet, führt, für dich schaut. Das ist alles wahr. Gott möchte mit jedem Einzelnen von uns eine Beziehung haben und jeder von uns ist ihm wichtig. Aber es kann uns manchmal vielleicht ein bisschen davon ablenken, dass unsere eigentliche Berufung, unsere grundlegendste, erste Berufung, die ist, Menschen zu sein, die auf den hinweisen, der grösser ist als wir selber. Das ist vielleicht manchmal noch so eine Pille, die man ein bisschen schlucken muss, die vielleicht auf den ersten Blick nicht so attraktiv tönt. Aber ich glaube, der Johannes ist sich das voll bewusst gewesen. Er hat genau gewusst, wer er ist und wer nicht. Ich glaube nicht, dass er es als Baby dort schon geschnallt hat. Wahrscheinlich hat man es dem erzählt. Aber er hätte die Möglichkeit gehabt, um sich wichtig zu machen. Er hat Nachfolger gehabt. Es hat Leute gehabt, die in Scharen zu ihm geströmt sind. Und er hätte sich können als jemand ausgeben, wo er vielleicht nicht ist. Oder er hätte sich können sehr wichtig nehmen, aber er hat es nicht gemacht. Und auch, wo die Pharisäer zu ihm gekommen sind und ihn gefragt haben, wer er denn eigentlich sei, dass da so viele Leute zu ihm kommen, hat er ganz klar gesagt, hey, schaut, ich bin nicht der Messias. Und sie haben dann gesagt, ja, aber bist du in dem Fall der Elia? Und eben, das haben wir letztes Mal ein bisschen gehabt. Und der Johannes ist der sagt, nein, vergesst es, ich bin doch auch nicht der. Es war schlussendlich Jesus, der ihn geoutet hat oder der das über ihn ausgesprochen hat. Der Johannes hat es geschafft, seine Berufung anzunehmen. Er hat also Aussagen gemacht, die heute noch irgendwie bewegend sind, wie die im Johannes 3,30, wo er sagt, er muss immer größer werden, damit meint er Jesus, und ich immer geringer. Und das musst du irgendwo schon sehr bewusst sein, wenn du das machen willst. Und wahrscheinlich hat er das können, und ich wünschte mir, dass wir das Bewusstsein selber auch mega haben, dass er gewusst hat, hey, auch das ist eine besondere, ehrenvolle und wichtige Aufgabe, die er hat. Und es ist nicht einfach nur der Trostpreis, wenn wir auf Jesus hinweisen dürfen. Es ist nicht einfach so, da ist Karte gezogen. Wir sehen an einer anderen Stelle, wie er das vergleicht davon, dass er wie so der Freund vom Bräutigam ist, der sich freut, wenn das mit der Hochzeit und seiner Brut klappt, wo sich von ganzem Herzen mit ihm freuen kann. Johannes hat erkannt, dass es ein Privileg ist, Gott zu dienen. Und er hatte sicher vielleicht noch die spezielle Situation gehabt, dass er der Erste war, der schlussendlich dem Volk Israel offenbaren, hey, das ist übrigens der Messias. Das ist jetzt endlich der, wo man so lange darauf gewartet hat. So dass die Berufung zum Zweiten sein ist sicher etwas, wo auch für uns Fragen stellt, wo wir uns reflektieren können. Wie sieht es denn bei mir selber aus? Wenn andere so von außen mein Leben anschauen, auf wer weist mein Leben hin? Sieht man Jesus in deinem Leben gross werden? Oder wird etwas anderes gross? Oder wirst du selber gross, wenn man dein Leben anschaut? Und es ist also ein bisschen die Frage nochmal, die sich jeder von uns stellen muss, sind wir bereit, die Berufung anzunehmen? Auch wenn sie vielleicht im ersten Moment nicht besonders spektakulär aussieht, die anzunehmen und sie so zu rocken, wie das der Johannes gemacht hat. Er ist aufgegangen in dem Hinein. Und wir kommen zu der zweiten und vielleicht sogar wichtigsten Begegnung, die Jesus und der Johannes hatten. Man nimmt übrigens an, dass sie sich öfters gesehen haben und dass sie sich auch gekannt haben. Sie sind wahrscheinlich Cousins gewesen, also es ist nicht so, dass sie sich völlig fremd gewesen sind. Aber es gibt eine Begegnung, die besonders herausgestochen ist, und das ist die von der Taufe von Jesus. Und die schauen wir auch noch mal zusammen an. Als Johannes wieder einmal viele Menschen taufte, kam auch Jesus und ließ sich taufen. Während er betete, öffnete sich der Himmel und der Heilige Geist kam wie eine Taube sichtbar auf ihn herab. Gleichzeitig sprach eine Stimme vom Himmel: Du bist mein geliebter Sohn.
über den ich mich von Herzen freue. Ein bisschen knapp abgeschnitten gewesen, aber wir schauen nachher noch weiter. Oder nein, nicht schauen weiter, sondern lesen es noch schnell zusammen. Aber ich will zuerst mit euch noch kurz über die Taufe reden, die der Johannes gemacht hat. Ich weiß nicht, ob es viel wissen von euch, aber die Taufe, die der Johannes gemacht hat, das war neu gewesen. Es hat vorher keine Taufe gegeben. Und dass er getauft hat und was er damit gemacht hat, das war provokant gewesen. Es war eine Taufe zur Umkehr. Es war eine Taufe, wo er gesagt hat, wenn du dich taufen lässt, dann werden dir deine Sünden vergeben. Etwas, wo man sonst nur im Tempel bekommen konnte durch die Opfer. Und weil er das so gemacht hat, ist es eben dann gleichzeitig auch eine Kritik gewesen am Dienst im Tempel, an der religiösen Elite, an den Leuten, die dort ihren Dienst verrichtet haben. Ein Neutestamentler schreibt es so: Wer die Wassertaufe zur Vergebung der Sünden anbot, sagte damit: Ihr könnt hier und jetzt das bekommen, was ihr normalerweise durch den Tempelkult, also den Dienst im Tempel, bekommen würdet. Vielleicht, also der Johannes hat da etwas gewagt, er hat gesagt, vergesst das, was jetzt dort passiert, sondern das ist das Wahre, was wir jetzt machen. Vielleicht ein kleiner Hintergrund dazu. Das Volk Israel war ja da wieder in ihrem Land. Sie waren nicht mehr im Exil, wo sie mal waren. Und trotzdem war es so, dass ein Großteil der Bevölkerung kaum wirklich nach Gott gefragt hat. Und der Johannes hat sowohl die Schriftgelehrten als auch die Pharisäer kritisiert. Sehr stark. Und gesagt, hey, das ist nicht das, um was es eigentlich geht. Und bei der Taufe hat er gesagt, die sich taufen lassen, das ist wie nochmal so ein Zeichen von diesen Menschen, dass sie wirklich umkehren, dass sie wirklich Gott nachfolgen, dass sie zu denen gehören, die es wirklich auch ernst meinen. Und in dieser Taufe hat er ganz viel Symbolik aufgegriffen, wo der Juden damals sicher bekannt war. Sie haben gewusst, so dass der Jordan, das Reingehen, das Abtauchen, das erinnert an den rettenden Durchzug durch das Schilfmeer beim Auszug aus Ägypten. Es erinnert an den Moment, wo sie unter dem Josua eingezogen sind in das verheißene Land, wo sie als Volk den Jordan überquert haben und das Land haben können einnehmen. Und für den Johannes ist es irgendwie so gewesen, als dass er eine Dringlichkeit gespürt hat und gesagt, und das hören wir dann in seinen Predigten, das ist etwas, was nächstes Mal dann noch genauer kommt, das drohende Gericht Gottes kurz bevorsteht. Und er hat in der Taufe so wie eine letzte Möglichkeit gesehen, dass Menschen nochmal zu Gott umkehren können, um dem drohenden Gericht zu entgehen. Für ihn war es so quasi 5 vor 12 gewesen, so jetzt zählt es wirklich. Und ich tue jetzt auch nicht spoilern für nächstes Mal, aber ich finde, wenn man so anschaut, was er so predigt und gesagt hat, er war vielleicht schon auch ein bisschen ein Schwarzseher. Er war vielleicht jemand, der das Gefühl hatte, okay, jetzt ist wirklich der letzte Zwick an der Geisel und hat sehr fest damit gerechnet, dass Gott jetzt kommt und das Volk richtet und fertig ist. Aber Jesus ist schlussendlich dann gekommen, ja, Gott hat gehandelt, aber wie wir es auch lesen in der Bibel, er ist nicht gekommen zum Richten, sondern zum Retten. Und das ist vielleicht das, was der Johannes dort noch nicht ganz so gesehen hat. Jetzt, wir taufen ja heute auch. Aber es ist nicht die Taufe von Johannes, die wir machen. Aber ich glaube, was wir schon gut sagen können, sie basiert auf dieser Taufe, die der Johannes gemacht hat. Höchstwahrscheinlich haben bereits Jesus und seine Jünger nachher auch Menschen getauft. Und auf jeden Fall ist klar, aber was wir sicher wissen, und das ist ja bis heute so, dass Taufe ein Teil geworden ist vom Christentum. Und die Apostel, nachher gerade auch in den Briefen von Paulus oder in der Apostelgeschichte, die unterscheiden klar zwischen der Taufe, die Johannes gemacht hat, und einer Taufe auf den Namen von Jesus Christus. Jetzt die Frage, oder, was ist denn der Unterschied? Bei der Taufe von Johannes ist es eine Art Taufe von der Umkehr. Und der Paulus erklärt, dass die christliche Taufe im Gegensatz ein Akt ist, wo uns quasi Anteil gibt am Tod und an der Auferstehung von Jesus. Es ist wie, als würden wir uns eins machen mit dem, was Jesus gemacht hat. Das Untertauchen ist ein symbolisches Sterben und Begraben werden und das Wiederauftauchen symbolisiert, dass unser Leben durch das, was Jesus für uns am Kreuz zu tun hat und dadurch, dass wir uns in das hineingegeben haben, neu geworden ist. Es symbolisiert,
dass auch, kann man sagen, neu geboren werden, wo Jesus mit dem Nikodemus besprochen hat, wo durch den Heiligen Geist passiert. Das war im Johannes 3, 5-6 gewesen. Das heißt, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht ins Reich Gottes hineinkommen. Natürliches Leben bringt natürliches Leben hervor, geistliches Leben wird aus dem Geist geboren. Und Taufe ist so das, was das symbolisiert. Die Stelle allein, die kann jetzt so tönen, als wäre allein Taufe das, was uns rettet. Das ist nicht ganz so. Taufe ist mehr so das Empfangen und das Bestätigen von dieser Neugeburt in das Reich Gottes hinein. Und das ersetzt nicht, dass wir glauben, das ist das, was uns schlussendlich rettet. Auf jeden Fall merken wir hier schon, Taufe war ein wichtiger Akt gewesen. Und ich glaube, das, was es auch für uns so wichtig macht oder irgendwie so einzigartig macht, ist, dass es etwas ist, wo man auf eine körperliche Art und Weise etwas erleben und nachfühlen können, wo sonst eigentlich etwas rein Geistliches ist. Und gerade wenn du an Jesus glaubst, vielleicht selber nicht getauft bist, dann möchte ich dir mega Mut machen, diesen Schritt zu machen. Bei uns in der GVC haben wir am 30. Juni zum Beispiel die nächste Gelegenheit, wo wir möchten eine Taufe machen. Jetzt die Frage, wenn wir zurückkommen zu Jesus und Johannes, ist, warum hat sich denn Jesus vom Johannes taufen lassen? Ist nicht Jesus selber ja eigentlich ohne Sünde gewesen und hätte in dem Fall so eine Taufe zur Umkehr gar nicht nötig gehabt? Ich bin dann schauen in der Bibel und dummerweise gibt uns die Bibel keine Erklärung, warum sich Jesus hat trotzdem taufen lassen. Es gibt einfach zwei Theorien, wo man das so interpretieren kann. Eine mögliche Erklärung ist, dass sich Jesus, obwohl er ja ohne Sünde war, durch die Taufe so quasi mit dem Volk und der Menschheit hat so quasi solidarisieren oder auch identifizieren, gesagt, hey, ich bin einer von euch, ich mache mich einer von euch. Oder eine andere Variante ist, dass es wie so ein Schritt war, wo er gesagt hat, hey, ich folge wirklich meinem Vater. Ich möchte seinen Willen tun und dass er seine Hingabe gegenüber Gott so ausdrücken wollte, auch so vielleicht als eine Abgrenzung gegenüber den Pharisäern und den Schriftgelehrten, wo er gesagt hat, hey, es geht mir nicht um das, was die machen, sondern ich möchte wirklich. Das ist vielleicht die zwei Möglichkeiten, vielleicht gibt es auch noch andere. Aber ich glaube, warum ist vielleicht weniger wichtig, als was es dann effektiv bedeutet hat, dass Jesus sich taufen lassen hat und was bei dieser Taufe passiert ist. Und wir lesen nochmal, was passiert ist in dem Moment. In dem Augenblick, als Jesus nach seiner Taufe aus dem Wasser stieg, öffnete sich über ihm der Himmel und er sah den Geist Gottes wie eine Taube auf sich herabkommen. Und aus dem Himmel sprach eine Stimme, dies ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich Freude. Ich möchte zwei Sachen herausheben, die Taufe für Jesus bedeutet hat. Zum einen war Taufe so ein Moment von der göttlichen Bestätigung. Ja, Jesus ist der Sohn Gottes. Er ist der, wo der Johannes schon vorher davon geredet hat, dass nach ihm irgendwann einer kommen wird. Er ist der, der schon lange angekündigt war. Und es war der Moment, wo das öffentliche Wirken nachher von Jesus angefangen hat und der Johannes zu einem öffentlichen Zeugen von ihm geworden ist, zu einem Fürsprecher, zu einem Wegweiser auf Jesus. Er war der, der nachher gesagt hat, hey, schaut da, es ist im Fall der, er ist es, Jesus ist es. Und eben der Johannes war auch angesehen, er hat ein bisschen das Gewicht gehabt, was er sagt. Man könnte sagen, heute, er hat Jesus so quasi den blauen Verification-Haken gegeben, wo wir so auf Twitter oder Instagram oder so haben. Oder man kann es auch vergleichen, für die das nicht kennen, wie eine gute Referenz, die das bestätigt. So, hey, der ist es im Fall wirklich. Und Jesus hat das mega ernst genommen. Wir sehen das später, wie er sich selber dann auch wieder auf den Johannes beruft und sagt, hey, schau, der Johannes hat schon gesagt, ich bin's. Das Zweite ist, die Taufe ist für Jesus wahrscheinlich der Moment gewesen, wo er von Gott seine Identität nochmal so richtig zugesprochen, bestätigt bekommen hat. Und vielleicht denken wir manchmal so, ja, er ist ja Gottes Sohn, er hat das sicher gewusst.
Aber vielleicht hat es trotzdem in dem Moment auch nötig gehabt, oder vielleicht ist es wichtig gewesen, dass auch Jesus so einen Moment hat, wo das sonnenklar wird, wo Gott ihm das so klar und deutlich sagt, agab vielleicht sogar vor Zeugen. Weil seine Identität, die ist nonstop in Frage gestellt worden. Und Jesus ist zwar Gottes Sohn gewesen, aber er ist ja gleichzeitig 100% Mensch gewesen. Und wenn wir weiterlesen, dann sehen wir, dass gerade direkt nach dieser Situation Jesus in die Wüste ist und dort durch den Teufel versucht worden ist. Und genau das Gleiche, genau dort wird wieder seine Identität angegriffen. Und da brauchst du vielleicht so einen klaren Moment, wo sich deine Identität festigt, wo du weißt, ja, ich bin ein Sohn Gottes oder ich bin der Sohn Gottes im Fall von Jesus. Und das ist eigentlich mega cool, oder? Die Taufe ist eigentlich so eine Umkehrentscheidung zur Rettung vor dem drohenden Gericht. Und Gott macht in dem Moment bei Jesus einen Zuspruch daraus und sagt, hey, du bist mein geliebter Sohn. An dir habe ich Freude. Und Jesus macht später klar, dass auch du und ich, dass wir geliebte Kinder von Gott sind. Dass wir dürfen Söhne und Töchter von Gott sein. Und darum gilt der Zuspruch auch dir. Und vielleicht brauchst du auch mal so einen Moment von der Identität, so einen Moment vom Zuspruch von Gott. Und Taufe kann in so einem Moment sein. Und das ist schon viel gehört von Menschen, die sagen, hey, dort ist das irgendwo nochmal so vom Kopf ins Herz hineingerutscht. Dort ist es irgendwo nochmal fest und spürbar geworden für mich. Und ich möchte es euch auch heute nochmal zusprechen. Du bist ein geliebtes Kind Gottes. Du bist, wenn du getauft bist, mit Jesus gestorben und auferstanden, neugeboren durch den Heiligen Geist. Und wenn du den Schritt noch nie gemacht hast von der Taufe, ich wiederhole es nochmal, dann tu es. Vielleicht auch gerade jetzt nochmal ausgelöst durch das, was wir heute hören, wo du vielleicht nochmal ganz neu verstehst, was es bedeutet. Ich möchte mit euch noch eine dritte Situation aus dem Leben von Jesus oder so eine Begegnung zwischen Jesus und Johannes anschauen und an die schauen wir wieder zuerst per Video an. Nachdem Jesus seinen 12 Jüngern diese Anweisungen gegeben hatte, zog er weiter, um die Menschen in den Städten des Landes zu lehren und ihnen die rettende Botschaft zu verkünden. Johannes der Täufer saß zu der Zeit im Gefängnis und erfuhr dort von den Taten, die Jesus Christus vollbrachte. Er schickte seine Jünger zu Jesus und ließ ihn fragen, bist du wirklich der Retter, der kommen soll, oder müssen wir auf einen anderen warten? Jesus antwortete ihnen, geht zu Johannes zurück und erzählt ihm, was ihr hört und seht. Blinde sehen, Gelähmte gehen, Aussätzige werden geheilt, Taube hören, Tote werden wieder lebendig und den Armen wird die rettende Botschaft verkündet. Und sagt ihm, glücklich schätzen kann sich jeder, der nicht an mir Anstoß nimmt. Als die Männer wieder gegangen waren, wandte sich Jesus an die Menschen, die sich um ihn versammelt hatten. Dann fing er an, über Johannes zu reden. Was habt ihr von ihm erwartet, als ihr in die Wüste hinausgegangen seid, fragte er. Wolltet ihr ein Schilfrohr sehen, das bei jedem Windhauch hin und her schwankt? Oder wolltet ihr einen Mann in vornehmer Kleidung sehen? Dann hättet ihr in die Königspaläste gehen müssen. Dort leben solche Menschen. Oder wolltet ihr einem Propheten begegnen? Ja, Johannes ist ein Prophet und mehr als das. Er ist der Mann, von dem es in der Heiligen Schrift heißt, ich sende dir meinen Boten voraus. Das hätte nicht wollen, Genau. Irgendwie eine krasse Situation. Jetzt haben wir den Johannes kennengelernt als jemand voller Überzeugung, als jemand voll on fire, jemand, der seine Berufung gelebt hat, der Menschen getauft hat, derjenige, der in der Öffentlichkeit Jesus als Erster bezeugt hat, wo die Bestätigung sogar, wo Gott Jesus bestätigt hat, miterlebt hat, wo Hunderte von Menschen getauft hat und sie aufgefordert hat, sich Gott zuzuwenden.
der geht jetzt selber plötzlich ins Zweifeln und ist sich nicht mehr ganz sicher. Er ist unsicher geworden ab Jesus und hat seine Jünger zu ihm geschickt und gesagt, bist du wirklich der hätte kommen sollen? Ich meine, da fragt man sich ja schon ein bisschen, wie hätte das passieren können? Wie kann so jemand plötzlich so ins Zweifel kommen? Die Bibel erzählt nicht mega viel drin, aber ich glaube, der erste Satz in diesem Abschnitt gibt uns einen Hinweis. Es heisst dort, Johannes hörte im Gefängnis vom Wirken Christi. Und ich glaube, es sind zwei Sachen. Zum einen ist es das Wirken von Jesus. Anscheinend hat der Johannes gehört, was Jesus tun hat, und anscheinend hat das ihn irritiert. Es scheint, als hätte der Johannes sich der hätte kommen sollen, eben den Messias, ein bisschen anders vorgestellt. Als hätte er ein bisschen komisch gefunden, was jetzt Jesus da am Machen ist. Und vielleicht ist es gut möglich, dass er, wie viele Juden auch, eher so einen Messias sich vorgestellt hat, der kommt mit einer weltlichen Kraft und Macht. Wo vielleicht kommt als ein Richter und all die Römer richtet und rausschmeißt. Eben, da passt vielleicht auch seine Art und Weise in der Predigt hat ein bisschen dazu. Dass der Messias kommt als ein Befreier der Römer. Und das, was er nachher von Jesus gesehen hat, was Jesus dann tun hat, hat ihn irgendwo vielleicht irritiert. Das Zweite, was wir sehen, ist, dass das heisst, er ist im Gefängnis. Und die Story, die kommt auch nächstes Mal. Aber der Johannes war in einer herausfordernden Situation, im Gefängnis, ziemlich sicher zum Tod verurteilt. Und vielleicht hat er schon ein bisschen die Hoffnung gehabt, dass Jesus ihm da auch zur Hilfe kommt. Ihn vielleicht aus dieser schwierigen Situation heraus befreien wird. Oder mindestens sich für ihn einsetzen würde und das verurteilen würde. Und vielleicht hat er sich dort irgendwo ein bisschen im Stich gelassen gefühlt und denkt, hey, Jesus, warum kümmerst du dich nicht um meine Situation? Ganz genau wissen wir es nicht. Das ist eine Interpretation von mir. Aber was wir irgendwo sehen in dem Innen ist, dass selbst starke Personen, selbst überzeugte Christen wie der Johannes einmal unsicher werden können, wenn das Handeln von Gott nicht dem Bild, das wir von ihm haben, entspricht. Oder wenn herausfordernde Umstände da sind und wir nicht mehr richtig weiter wissen und uns von Gott irgendwo im Stich gelassen fühlen. Auch als enorm überzeugter Christ, als langjähriger Christ, als starker Christ, als jemand, der sich für Gott eingesetzt hat, der vielleicht sogar sich aufgeopfert hat, ein Stück weit für Gott, der viel mit Gott erlebt hat, kann es sein, dass wir an so einen Punkt kommen, wo man irgendwo zweifelt. Und ich finde es irgendwie gewaltig, dass die Bibel so ehrlich ist und das nicht verschwiegt. Und Johannes nicht einfach als der darstellt, der über alle Zweifel erhaben war, sondern wo er so ehrlich ist und sagt, ja, der hat Zweifel gehabt. Und ja, es gibt ja ganz viele andere Stellen, wo die Bibel ehrlich ist über das Thema. Zweifel gehören manchmal auch dazu. Auch als langjähriger Christ kannst du in eine Phase kommen, wo du deinen Glauben, wo du dein Christsein in Frage stellst. Und ich weiss, dass es auch bei uns in der Kirche Leute gibt, die an so einem Punkt sind oder so eine Phase durchgemacht haben. Und wenn du selber in so einer Zeit bist, möchte ich dir sagen, hey, du bist in guter Gesellschaft. Und es ist völlig okay. Es gehört mit zum Christsein, dass es auch mal so eine Zeit gibt. Was ich beim Johannes cool finde, wenn man anschaut, wie er damit umgegangen ist. Er wendet sich direkt an Jesus, indem er ihm Leute schickt. Und das Spannende ist, nachher wie Jesus reagiert hat, auch das ist im ersten Moment, denkst du so, Jesus, jetzt steht doch da, der Johannes hat gehört, was Jesus gewirkt hat, und die Antwort von dir ist, indem er eine Aufzählung davon, wo er ihm aufzählt, was alles passiert. Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden geheilt, Taube hören, Tote werden auferweckt. Also das Wirken von Jesus, wo ja Johannes offensichtlich irritiert hat, Jesus zählt ihm das einfach nochmal auf. Und ich habe mich dann schon gefragt, was soll jetzt das? Und dann am Schluss noch so eine kleine Spitze oder so, glücklich zu preisen ist, wer nicht Anstoß an mir nimmt. Also irgendwie, Jesus geht nicht an und relativiert sein Handeln. Er fängt nicht an, sich irgendwie kompliziert zu erklären und
er reagiert auch nicht einfach und rennt jetzt am Johannes zu Hilfe und «Oh ja stimmt, ich habe ihn ganz vergessen» und logisch, wir schauen, dass du aus dem Gefängnis kommst. Er zählt ihm sein Wirken auf. Aber er macht es auf eine Art und Weise, wo ganz viele Anspielungen aus dem Alten Testament aufgreifen. Aus dem Jesaja, aus den Psalmen. Und der Johannes, der das natürlich gewusst hat, der den Text kennt hat, der ist garantiert darauf gekommen, dass ihn Jesus da auf eine liebevolle Art und Weise möchte darauf hinweisen, dass das, was er tut, das ist, was vorausgesagt worden ist, angekündigt war. Aber vielleicht nicht dem entsprochen hat, was die Menschen zuerst darauf geschaut haben. Er hat liebevoll seine Vorstellung davon korrigiert, wer denn er als Messias ist und was er tut und was seine Aufgabe ist. Und er bietet ihm so an, ein neues Bild davon zu bekommen, wer er ist. Ich glaube, genau das ist vielleicht auch für uns manchmal nötig, wenn wir merken, wir stehen irgendwo an, wenn wir das Gefühl haben, der Glaube hebt nicht, was er verspricht, uns die Frage irgendwie vielleicht von Gott auch gefallen lassen, ob denn wirklich Gott nicht haltet, was er verspricht, oder ob vielleicht unser Bild, das wir haben von Gott, nicht haltet, was es verspricht. Oder eben nicht dem entspricht, wie Gott wirklich ist. Und vielleicht können wir uns an dieser Stelle auch da nochmal fragen, wie reagieren wir selber, wenn Jesus anders ist, als dass wir es uns vorstellen? Anders ist, als wir denken, so müsste er doch eigentlich sein. Oder wie uns vielleicht gesagt worden, dass Gott so ist. Und ja, nicht anders. Oder eben, wenn er in schwierigen Umständen nicht so handelt, wie wir es darum gebetet haben. Gibt es Punkte, wo du Anstoß nimmst an Jesus? Und wenn ja, und das ist völlig okay, dann frag dich, was ist ein guter Umgang damit? Wir sehen beim Johannes, finde ich, ein paar Punkte, die wir herausnehmen können, wo ich finde, ist ein guter Umgang damit. Punkt 1 ist, er teilt sich mit. Er hat nicht selber zu Jesus gehen. Das war vielleicht auch eine dumme Situation, weil er Jünger hatte, Nachfolger hatte. Und die haben zu ihm aufgeschaut. Und um die zu Jesus zu schicken, hat er ihnen sagen, was ihn eigentlich beschäftigt. Und er hat es in Kauf nehmen, dass die Jünger vielleicht merken, der Johannes ist sich plötzlich auch nicht mehr so sicher. Er ist gar nicht so stark, wie er vielleicht immer ausgesehen hat oder wie ich gemeint habe. Aber ich glaube, es ist so ein wichtiger Schritt, wenn wir in so einer Situation sind, dass wir darüber reden. Dass wir ehrlich sind, wie es uns geht. Und dass wir es nicht einfach versuchen, mit uns selber auszumachen. Ein zweiter Schritt ist, er hat sich an Jesus gewendet. Er hat sich nicht einfach enttäuscht abgewendet, sondern er ist direkt zu Jesus gegangen. Für uns heute könnte das bedeuten, dass wir uns nicht komplett aus der Beziehung mit Gott verabschieden. Dass wir irgendwo in dem bleiben, mindestens vielleicht in dem, wo wir das Gefühl haben, in dem Moment, das ist noch möglich. Dass wir ihn suchen. Dass wir mit unseren Fragen ehrlich sind, auch von Gott. Das Dritte, was wir vielleicht sehen, ist, ich nenne es jetzt genau anschauen. Die Antwort von Jesus ist wahrscheinlich nicht das, was Johannes im ersten Moment hören wollte. Und ich nehme an, er hat sich ein bisschen prozessieren, ein bisschen über das nachdenken. Und ich glaube, das ist oft in so einer Situation genau das Richtige. Vielleicht gewisse Sachen, vielleicht gewisse Aussagen, wo wir über Gott glauben oder das Gefühl haben, so müsste doch Gott sein, nochmal ein bisschen tiefer anschauen. Wer ist Jesus wirklich? Was ist meine Vorstellung von ihm? Und was sagt vielleicht die Bibel wirklich? Und könnte es sein, dass ich vielleicht an mein Bild von dem Jesus ein bisschen korrigieren muss? Wenn du selber in so einem Prozess bist, möchte ich dir einfach sagen, eben, in unserer Kirche ist das völlig okay. Und ich tue auch gerne Leute begleiten auf so einem Prozess und nicht irgendwie einfach versuchen, wieder ins Alte hineinzudrücken. Das bringt nichts. Du darfst dich gerne melden. Johannes hätte wahrscheinlich gern gesehen, dass der Messias jetzt kommt und das Volk befreit oder vielleicht ihm persönlich zu Hilfe eilt. Und die Antwort von Jesus, vielleicht nochmal ein anderer Punkt, hat wie so den Blick weggerichtet
Von dem, was der Johannes eben vielleicht nicht gesehen hat, auf das, was aber sichtbar war. Auf das, was Jesus wirklich tun hat. Und hat versucht, das, was sichtbar ist, spürbar, erkennbar, nochmal in ein neues Licht zu rücken und ihm zu helfen, zu erkennen, dass das eigentlich das ist, was im Alten Testament vorausgesagt ist. Und manchmal ist das auch bei uns gut. Dort, manchmal vielleicht auch mal den Blick wegnehmen vom Problem, wegnehmen von dem, was wir nicht sehen, wo wir Schwierigkeiten haben, auf all die anderen Sachen, die offensichtlich sind, die klar sind, die sichtbar sind. Ich möchte zum Schluss kommen und einfach vielleicht nochmal 2, 3 so Gedankenanstöße nochmal aufgreifen. Als erstes aber nochmal so ein Hinweis. In diesen 3 Begebenheiten vom Johannes finden wir so klassische Wegpunkte oder Stationen, die es im Leben von fast jedem Christ gibt. Und wir haben ja das Thema Abenteuer vom Glauben bei uns in der Kirche. Und es sind Punkte, es sind Stationen, Wegpunkte, wo man vielleicht, ob wir es wollen oder nicht, irgendwann im Leben mal daran vorbeikommen. Die Frage nach der Berufung und die Frage danach, wer wirklich im Zentrum von unserem Leben steht oder wer wirklich das Ziel ist, wo wir uns darauf hinbewegen. Dann Phasen, wo wir leidenschaftlich sind in der Beziehung mit Gott, wo wir unsere Berufung annehmen, wo wir drin laufen, wo wir etwas bewirken, wo vielleicht sogar Glauben und Handeln ein Stück weit übereinstimmt. Dann gibt es aber auch die anderen Phasen oder die anderen Wegpunkte, eben Rückschläge, Zweifel, Enttäuschung, Unsicherheit, Momente, wo wir uns wie der Johannes vielleicht auch gefangen fühlen und sagen, was mache ich da im Gefängnis? Ich will lieber etwas bewirken. Wo wir uns vielleicht eingesperrt fühlen. In unserem Abenteuer vom Glauben gibt es all die 3 Phasen und sie gehören dazu. Und es hilft vielleicht manchmal, wenn wir sie erkennen und können sagen, warte mal, vielleicht bin ich gerade jetzt in dieser Zeit, in so einer Phase drin. Und das irgendwo reflektieren und es hilft uns vielleicht dann auch, damit umzugehen. Ich möchte aufhören mit 2, 3 Fragen und nachher einfach einer kurzen Pause zum Reflektieren. Die Fragen die kommen auch am Screen. Und wir uns kurz 2, 3 Minuten Zeit nehmen, um zu überlegen. Auf wer weist dein Leben hin? Auf welches Größere weist dein Leben hin? Bist du dir im Zuspruch von Gott und deiner Identität bewusst, dass du ein geliebtes Kind Gottes bist? Das ist vielleicht auch für ein Thema. Wo nimmst du Anstoß an Jesus? Und wie gehst du mit so Punkten, mit Zweifeln, mit Fragen in Bezug auf ihn um? Und was könnte ein nächster Schritt sein? Jesus, du siehst all die Gedanken, die uns durch den Kopf gehen. Der Heilige Geist, ich bitte dich, dass du zu uns redest. Uns am richtigen Ort den Finger aufs Herz legst und uns anstüpselst dort, wo es da ist. Danke, dass du mit uns durch die verschiedensten Situationen kommst und dass du uns immer wieder liebevoll auch anbietest, dich nochmal neu auch zu entdecken, gerade dann, wenn es schwierig ist. Danke, dass du uns Berufung gegeben hast. Danke, dass du uns zusprichst, dass wir deine geliebten Kinder sind. Amen. Wir gehen jetzt nochmal in Worship und in dieser Zeit haben wir auch ein Gebet.